Grüß euch liebe Leute, da ist wieder euer Mr. Ripper mit dem zweiten Let's Play auf Boresh. Ich hoffe, das erste hat euch gut gefallen. Ich habe ja ganz großkotzig im letzten Video erzählt, dass ich es vielleicht noch probiere, dass ich die Security Forces da nicht bringe, damit ihr euch einmal die Waffen anschauen könnt. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft, darum mache ich da ein zweites Video auf, quasi mein zweites Let's Play. Und da sind wir auch schon herin, bei den Securities. Ich habe jetzt da einen Rifleman genommen, das ist die Klasse, die am meisten verfügbar ist. Da ist das Auswahl die M16A4 oder die Mini 14. Und ich hau mir wieder mal die Granaten raus und Sekundäre habe ich gleich gar nicht drin, weil ich die nicht mag und brauche. Und was ich alle mache, ich hau mir immer den Vordergriff bei jeder Waffe rein, wenn es denn geht, weil mir einfach die Stabilität brutal wichtig ist in einem Feuergefecht. So, dann schießen wir da mal los. Wir haben quasi jetzt 3 Punkte, die wir einnehmen müssen und ja, die anderen verteidigen müssen. Ja, recht klassisch der Spielmodus, aber trotzdem muss ich sagen, in dem Spiel ein bisschen spannender als wie in einem Battlefield oder ähnlichem. So, jetzt reisen wir da mal unter Brücken durch und schauen einmal, ob wir uns da glücklich machen damit. Da seht schon, da fliegen die Granaten nur so runter von der Hügel. Die wissen, dass wir da kommen. Und vielleicht haben wir ja Glück und wir erwischen so ein Bazi. Da war schon einer drin gewesen. Ja, den habe ich natürlich verpasst und jetzt haben wir ihn. Wunderbar. Der hat seine letzte Granaten geschmissen in der Runde. Die Map ist eigentlich ganz gut auch für Sniper. Man hört schon, gerade wird auf mich geschossen vor dem Sniper quasi aus. Man kann eigentlich von der Mauer da hinten bis da 4 recht gut snipern. Ist auch immer viel los. Und da links oben auf der Brücke geht es auch immer gut zu. Man muss aufpassen, wenn man da durchs Wasser durchwartet, weil da natürlich die Granaten runterkullern wie Osterohr. Nur nicht, dass Ostern ist. Und da liegt schon einer drin. Schauen wir doch an. Ja, die größte Herausforderung an der Map ist eigentlich, dass du irgendwie über die Brücken drüber kommst oder seitlich an der Brücken rüber kommst, wie im letzten Video schon angedeutet. Man hat immer die Möglichkeit von 3 Flanken anzugreifen, links, rechts, mitten. Wobei Mitte natürlich immer schlecht ist, sage ich mal, oder ja, was heißt immer schlecht ist, aber ist im Durchschnitt öfter besucht als wie zum Beispiel rechte oder linke Flanken. Die Brücken, wo ich jetzt gerade bin, da ist sehr ratsam, dass man sie hier legt, weil eben viele Sniper unterwegs sind. Die meisten sind die Häuser da rechts, die sieht man jetzt gerade nicht, weil ich rumflag, rumspähen, sage ich mal, und ja, und versuchen natürlich da vorm Überqueren der Brücken abzuhalten. Drum, wenn man jetzt da in dem offenen Feld ist, geht man lieber ganz schnell drüber, gibt ein paar Schuss ab, damit man seinen Feuerweg quasi deckt. Und schon ist man auf der anderen Seite herum. Wer hätte es gedacht? Nur wird es da nicht leichter, da liegt schon wieder der nächste Bazi. Den haben wir weg. Dann nur einer und nur einer. Ja, wunderbar. Bis wir mal drüben läuft's und das Team hat einen Weg frei. Jetzt muss man eigentlich nur noch schauen, dass man irgendwo in Deckung kommt, dass man von denen Sniper Ruhe kriegt. So, da lang. Das ist ein gesperrter Bereich. Ich will natürlich kein Basecamper sein. Ist nicht so mein Stil. Darum gehe ich lieber wieder zurück am Brücken. Auch wenn es gefährlich ist, aber hilft ja nichts. Und dann bleibe ich da mal griebig flacker und schaue, dass ich einen Punkt einnehme. Ich werde zwar nicht allein bleiben, da wird gleich jetzt jemand kommen. Oder ein Sniper erwischt mich. Aber no risk, no fun. Ja, wunderbar. Punkt haben wir eingenommen. Da unten wurde jetzt schon wieder. Oh, jetzt bin ich wieder unter Beschuss. Da flacke ich mich doch lieber hin. Errungenschaft freigeschaltet. Ground Control 2. Was auch immer das heißt, gell? Uiuiuiui. Da unten ist ein Bazi. Und da der liegt nimmer. Ja, und schon ist es vorbei, gell? Schön war's.
jetzt mache ich mir einen Spaß, nimm die Mini mit, nimm da auch wieder einen Vordergriff und hau mir ein, naja, was machen wir denn? Ein Holovisier drauf. Schauen, ob man mit der März reißt. Auf der linken Flanke geht es ja gut zu. Also wenn wir Glück haben, ist rechts ein bisschen entspannter. Ja, das sieht man schon. Entspannung von wegen. Probieren wir es halt wieder links, gell? Just one sec, I'm loading. So, am meisten reißt es mir, wenn die Sniper wieder umeinander ballern. Ja, und schon ist vorbei. So. Hilft ja alles nichts. Ich tausche meine schwere Panzerung ein gegen eine leichte Panzerung. Dann müsste die auch ein bisschen schneller laufen können. Nimm aber, ich Fuchs, Rauchgranaten mit. Und weil ich sie hab, ja, kann ich noch eine Rauchgranate mitnehmen. Ja, wunderbar. Dann kann ich mir aber die schwere Panzerung mitnehmen. Was wir dann machen, liebe Leute, schmeißen wir einfach mal die Smoke hier. In der Hoffnung, dass der Sniper da nicht durchschauen kann. Wenn ich es gescheit geschmissen habe, dann funktioniert das auch. Wenn nicht, dann seht ihr es gleich im Ladebildschirm. Schon haben wir unseren Vormarsch ein wenig gedeckt, was ja nicht schlecht ist. So, taktisch klug geschmissen. So, wir haben nur noch eine Welle über. Aber das muss noch lange nichts heißen. Da vorne ist das Bravo drin. Oh, oh, oh. Jetzt sind wir zu dritt. Schauen wir mal, ob wir das Feiergefecht gewinnen. Ah, wird und bleibt spannend. Ah, da ist einer. Den decken wir mal ein bisschen ein. So, der ist weg. Keine Ahnung, ob ich das jetzt war, und schon bin ich wieder unter Beschuss. Mei, oh mei, oh mei, komm, gehst du mal raus, bist schon wieder das Ziel. Aber scheiß drauf, Rushen ist nur einmal im Jahr. Darum gehen wir da jetzt ins Heisel rein. In der Hoffnung, dass uns keiner abknuspert. So. Das ist schon sauber, das Haus. Es ist eigentlich nur so, dass da hinten irgendeiner ist. Ja, genau. So. Jetzt hier. Hey, new back in, cover me. Und schon bist natürlich wieder das Ziel. Spezi, wo schaust du hin? Frische Seiten, rechts geht's zu. Da mag man gleich gar nicht aus der Tür ausgehen, gell? Jetzt ganz schnell, der geht zu mir, der Bursche. Da ist schon einer. Das ist anscheinend die Jahresversammlung von denen. Dann haben wir, das Warten haben wir auch. Vielleicht kriegen wir den dritten auch noch. Der meint, der ist ein rechter Held. Aber weiter, weiter, immer weiter. Oh! Das war ein bisschen zu unvorsichtig, wahrscheinlich hat mein Schütter ein wenig rausgeschaut. Aber nein, man kann ja nicht ewig gehen, gell? Ich muss sagen, die Mini 14 gefällt mir ganz gut, ist recht präzise, zwar jetzt nicht so gut für einen Nahkampf, aber für einen Fernkampf macht es das allemal ganz gut, das Quaral. Da vorne ist schon wieder ein Raucherbereich eingerichtet worden. Gehen wir in die Sättelstelle hier. Ja, war beinahe blöd ausgegangen und schon mir wieder eine im Visier und da sind die jetzt auch nicht so schön da offen rum zum Hängen.
Aber bessere Deckung gibt's nicht. So, das soll da weg sein. Einer liegt und schiebt das Speerfeuer. Give me a sec. Loading. Oh, 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 da sind die zweite Burschen. Ja. So kann's gehen. Aber wen haben wir noch? Das ist jetzt die letzte Wayne. Das heißt, wenn alle Spieler von unserem Team draufgegangen sind, ist das Spiel vorbei und die anderen haben gewonnen. Da kannst du nur so gut sein und alle 2 Punkte haben. Völlig egal. Wenn du hier bist und du hast keine Wellen mehr, keine Verstärkung quasi mehr, ist hier. Ist eigentlich ganz logisch, denke ich. Ja. Da links die 2, wir Bonnie und Clyde auf dem Hügel. Jetzt kann ich nicht mehr spawnen. Grenade coming up. Wenn wir Glück haben, kann unser Team noch was reißen. Wobei 4 Wellen gegen 0, da müssten die schon brutal sein. Was ich jetzt aber trotzdem mache, in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch wieder zum Leben erweckt werde. Ich nehme mal einen Sniper, weil ich habe schon gemerkt, auf dem Hügel da links ja recht gern die Barzehn. Und ja, die schaut ganz gut aus, die M9 mit Schalldämpfer. Ich mag's nicht. Die ist zwar super, die Waffen, braucht man nicht reden, aber ich bin nicht so der sekundäre Waffenspieler. Hauen wir unseren Schalli drauf. Brauchen wir, naja, schlecht was nicht. Aber das Zweibein ist mir da deutlich lieber. Vielleicht haben wir ja Glück und es passiert noch was. Und wir dürfen wieder mitspielen und mitmischen. Aber das Team von uns ist jetzt natürlich ziemlich vorsichtig. Damit die auch ja noch was reißen. Und sobald die auf C draufgängen, geht natürlich der Alarm los bei denen drüben, beim anderen Team. Und dann rushen die wahrscheinlich da mit voller Kraft hin. Holla! Das gibt es aber nicht Blutwurst. Da sieht man auch schön das Sniper-Visier, eins von vielen. Ich mag das nicht so. Ist lieber eins, also ich mag lieber eins, das ballistisch ist. Beziehungsweise ein richtiges Fadenkreuz hat. Und ja, wie ich vermutet habe, wir werden da verlieren. Ja, gut gelaufen ist trotzdem. 11:6 gewonnen. Und ja, das war mal wieder eine griffige Runden Insurgency, diesmal als Securities. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, wie immer, Kommentare schreiben. Ihr wisst ja sehen, wie das alles funktioniert. Das brauche ich jetzt ja nicht jedes Mal sagen, oder? Also unten Kommentar, oben Daumen hoch oder runter. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es rein. Ich bin eine Best, bin froh drum um jede Kritik. Und ja, dann schauen wir mal, was ich als nächstes Let's Play mache. Entweder mache ich in Insurgency weiter oder ich mache mal eins mit der EZ. Könnt mir eure Wünsche machen, was ich als Let's Play machen soll. Und ja, man sieht sie. Habe die Ehre, Servus, euer Ripper.